Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Herzlich willkommen für die neue Episode von Minette Mashup. Mein Name ist Jan, es sind noch heute ein nicht allein. Bei mir sind Marike, Lori, Gianni und natürlich auch unseren Gast an unseren Gast heute, das ist den Philipp Morgado. Moin Philipp. Moin. Dir fand das wirst du, ich meine, du erzählst mir nichts Neues, unter Hashtag Minette Mashup an all die sozialen Medien, der kennt das, an der darf das auch gern du followen. An den Philipp Morgado als den Gérant und Gründer von Simpleview. Simpleview, Philipp, als der Betreiber von der Kabaiseschau Minette Trail. Richtig, ja. Ich geriere den Kabaiseschau Minette Trail. Demnächst nicht mehr nimmen Kabaiseschau, aber vielleicht auch andere touristische Hébergementer in Lützeburg. Aber ja, da haben wir gestartet. Ich bin der Betreiber von der Kabaiseschau am Minette Trail. Du hast auf der Uni aber us angefangen, für dich mal Maschinenbauingenieur studiert. Was hat das mit Tourismus zu tun? Wenn ihr so guckt, nicht, aber vielleicht, wenn ihr am Detail guckt, dann nur, aber kann ich verschiedene Linien finden, wie auch den ökologischen Aspekt. Und, ich meine, da ist auch viel geschwärzt, mit welchen Materialien in Zusammenarbeit fehlen, die Sachen renoviert, rezykliert, zirkulären Aspekt. Also, da finde ich schon verschiedene Linien, wenn ihr so das Gesamtbild guckt, dann nee, du hast kein Lien. Und ja, schon am Anfang habe ich Maschinenbau studiert, weil ich komme von einer technischen Ausbildung. Ich hatte einen Technicien Automobil gemacht am Lycée. Und auch an den Stagen, die ich gemacht habe, an der Garage. Die Arbeit hat mir nicht so gefallen, die praktische Arbeit. Und so hat mehr, ich will aber ein bisschen weit gehen, dafür sind Studieren gegangen. Und das Nos war eben Maschinenbau. Und ja, zum Schluss mit dem Studium habe ich mir da gedacht, okay, was müsste ich als nächstes? Ich wollte noch nicht direkt arbeiten gehen. Das ist mir nicht durchgegangen, den Diplom, da wollte ich auch nicht mehr. Aber ich wollte mich nicht noch mehr weiter in den Bereich rausschaffen. Ich dachte mir, das ist etwas Neues zu machen. Ich wollte auch nicht an einem Atelier oder rein an einem Büro arbeiten. Ich brauche immer ein bisschen länger hier ziehen und hier zu gehen. Ich gehe gut in so einem chaotischen Umfeld. Also als ausgebildeter Maschinenbauingenieur wärst du wahrscheinlich irgendwo so an einem Ingenieursbüro gelandet, hast dich mit Genehmigungen an technische Pläne rundherum geklappt und so gedehst. Dafür hast du dann einfach mal einen Master am Bereich von Entrepreneurship drunter gehalten. Voilà, ja, ich hatte mich damals mit einem Prof nachhalen, in den ich am Lycée hatte und dann noch auf der Uni. Ich hatte ganz enkel Lernen zu ihm und ich freue ihn auch immer ein bisschen, wenn ich zweifle und verschiedene Sachen gucke, ich berote mich bei ihm an. Er hat mir gesagt, ich meine, zu dir gibt wirklich den Master am Entrepreneuriat passen. Und dann habe ich mich informiert. Und das ist auch das, was ich für mich am wichtigsten war, wenn ihr dann immer seht, ja, Maschinenbau, Entrepreneuriat, kein Tourismus, auch kein. Ich will immer von den Experienzen das Wichtigste machen. Beim Maschinenbau im Studium habe ich eine gewisse Rigor mitgeholt, logisch denken. Dann beim Entrepreneuriat die Gestion, die mit den Leuten, Marketing, auch Ökonomie hat man da ganz viele andere Sachen. Und ich probiere von aller Experience das Beste mitzuholen und das kombinieren dann für ja, das unzuwenden, wo ich gerade bin am Moment von meinem Leben. Und, ja. Also das Studium hast du Hanter, du Basel Matten am Erbischtsleben und das ist dann aus der Bereich, den du Musee von der Erbisch nach diesem Podcast ein bisschen aufdeckt. Also Marike hat immer so frohe rundherum Erbisch, rundherum dein Erbisch-Umfeld. Ich meine, die könnten auch ganz interessant sein. Ja, work. Question. Ja, Philipp, ich wollte dich als erstes mal fragen, ob das vielleicht ein bisschen an der Familie leidet, den Entrepreneurial Spirit. Merci, Lori. Bestimmt, ja. Also, mein Papa ist ja Entrepreneur, er hat eine Taxisfirma und ich bin da mal abgewusst, seit ich denken kann und ich das gesehen, wie er das abgebaut hat. Und schon ja, alles modelliert, all die Struggles, die Schwierigkeiten, die Schwere und die Gutseiten, schon da vieles modelliert. Und das heißt, du konntest auch
indirekt Sachen lehren, ob ich wollte oder nicht, weil du sich war nicht geplant, dass ich Patron in meiner Entreprise gründen. Ich wusste, dass das vielleicht irgendwann kennt kommen, aber ja nicht so. Und ja, ich noch viel negativ Sachen gesehen und nicht so gut Sachen. Dafür war ich echt, dass du gehst. Dann hatte ich ja auch all die Experience am Lycée und auf der Uni und auf der Arbeitswelt. Die Arbeitswelt hat mir auch nicht gefallen. Das heißt, irgendwann war die Motivation, aber meine eigene Arbeitswelt zu kreieren, mehr groß, wie die an einen ranzugehen und mich da ranzupassen. Und ich meine, du den oft den Fall, du den nicht oft Chance an einer Platz zu schaffen, die gerne all das tun. Für die Leute, die das tun, ist das wirklich perfekt. Und wenn ich mit Kollegen schwätze, die sind dann oft nicht motiviert oder so für die Arbeit zu gehen, dann ist das mal, ich werde dann eben ein Arbeitsumfeld kreieren, wo die Leute gerne gehen und gerne mit mir zusammen schaffen. Dafür, ja, ich meine, auf alle Fall könnte das aber auch von der Familie, muss ich so gehen, ja. Ja, das ist eine Inspiration, eine kleine Warnung, mehr aber auch einfach, es leidet irgendwie an der Natur auch. Ja, ja. Und ich meine, es gibt verschiedene Wege, es gibt so viele Wege für Entrepreneur zu gehen, es gibt nicht den richtigen Weg. Aber du musst verschiedene Sachen aber an einer Person dran sein. Ich erinnere mich immer weil wir hatten bei der Inauguration vom Front de Grave, vom Wagen Front de Grave, da war ich mit Kollegen, die mir all da helfen, Simpleview. Und da habe ich mal die von der Gemeinde geschwärzt, von der Gemeinde Monerisch. Und sie hat just mich, kann dann Diana auch ein bisschen, und sie hat das dabei, weil man das ein bisschen geschwärzt, und sie sagt dann, du bist der Patron aber von Simpleview. Obwohl sie ja keine von den Funktionen kannte, sie wusste mehr repräsentieren Simpleview. Du hast es ausgestrahlt. Ja, ich weiß es nicht mehr, das ist da kommen, so das Patron. Oder vielleicht stunkst du so mit den gekreuzten Ärmeln. Ich weiß es nicht mehr, sie hat da gesagt. Kostüm, Krawatte hast du ihn? Nee, das ist schon nicht, nee. Sie hat dann vorgestellt am Anfang, wie alles funktioniert, wie müsste mit der Gemeinde, wie müsste teuer, wie müsste du und hier und da. Man hat Frank von uns geschwärzt und dann irgendwann so hat, du warst bestimmt aber der Patron. Und ich so, ja. Ja, hat gesagt, weil ich gebe schon Stress bis zum geht nicht mehr hin und du, es schenkt dir nicht, wie wenn du irgendwie ein bisschen gestresst wirst. Ja, das ist gut. Und noch die anderen so, ja, hier stresst gar nicht hin. Und ich fand, das sind so Sachen, die muss ich haben. Weil ein Startup und zumal die heute von Startup, also das ist ein extrem chaotischen Umfeld. Und du musst da einzigen. Ich verstehe, wenn Leute so das ist wirklich viel Stress dabei. Ich meine, wenn ich schon alleine Relationship Management guckt, ist schon einmal 11 Gemengen zu dienen. Mit 11 Gemengen eine gute Linie aufzubauen und Relation zu halten, das ist extrem schwer. Mal, du hast 2020 aus der Empfang der Firma Simpleview gegründet gehen. Kannst du also ein bisschen mehr von der Grundidee erzählen, auf welche Stelle weiterentwickelt wird? Ja, voilà, also wo ich dann Master in Entrepreneuriat gemacht habe, wir sind dann oft ein Projekt schaffen und dann ganz oft mit anderen Leuten ein Projekt geschafft, die nie zu etwas gekommen sind oder die sich nie realisiert tun, weil das aller schwer ist. Ich meine, allem Nummer 1, das wirklich die menschliche Seite, mit Leuten können zusammen schaffen. Das ist die Nummer 1, das ist auch das Schwerste. Ich meine, wenn ich mit allen Patronen schwätzen, als zusammen mit Menschen das Schwerste. Gut Leute zu finden, die an einem Team passen. Voilà, ganz viele Projekte nicht, die sind nicht gegründet gehen, ganz viele Echecken. Und zum Schluss vom Master kann ich da wählen zwischen einem Businessplan oder einer Masterthesis, weil ich an einem Master von Entrepreneuriat ist, dann schon einen Businessplan gemacht. Und ich sollte mehr meinen Businessplan in einem Bereich, wo ich die größte Leidenschaft tun, und das Tresen. Tresen, das wollen alles von der Skiresen, da manchmal gelöscht, all die Sachen, die ich zu Lützburg machen, realisieren, dann ist das ein riesen Löscht gehen. Und bei dem Punkt, da war so, dass ich mal das muss auch irgendwann gemacht gehen. Dann schon den Businessplan geschafft. 2020 rutscht dann der Preis von der Chambre de Commerce für den besten Businessplan. Und noch der Feedback, wo ich von überall gut, der war dann so enorm, dass ich mal so, ich war dann aber nicht mehr lang, ich meine, da war low. Nicht, dass ich einen nicht möchte, dann, voilà, das selbst an einem Bereich zu kreieren, wo meine größte Leidenschaft ist, das ist Tourismus. Da dachte ich mir, okay, dann go. Und dann haben die Jitten und Minatrail Simpleview irgendwie fand, oder Simpleview hat die Jitte fand, der sich dann irgendwie zusammenkommen. Ja, das war irgendwie gut definiert, weil ich schon nicht für meine Businessplan geschafft, meine Idee,
Und war so geplant, dass ich mein kabaisischer Bauer platzieren an gerieren. Ich hatte oral die Marsche geholt, auch ganz viel Gemengen, mit ganz viel Gemenge Kontakt gehabt, ganz viele Sachen definiert, auch den finanziellen Aspekt ganz schwer. Ich meine, als junger Entrepreneur bei Leuten talken zu gehen oder bei Bank talken zu gehen, also ich spreche so viel so für das zu machen. Und dann das Vertrauen zu kriegen, das ist auch schwer. Mir das hat dann alles geklappt. Und dann irgendwann sind die Preise von Rohmaterial explodiert. Dann hat ein Strich durch Rechnung gezogen. Und ja, aus dem Nichts sozusagen, als ich dann irgendwie in Kontakt kam mit 2022, sie hatten mein Projekt durch Paper Jam Delano, ich weiß nicht, oder Chambre de Commerce entdeckt. Und dann haben wir uns getroffen, per Mal ausgetauscht. Da habe ich gesehen, dass die Ideen ganz, ganz similär waren. Und meine Visionen auch ihnen gefallen hat. Und voilà, so haben wir den Weg zusammen gefunden. Ja. Du hast dich auch von der Weg schwierig aus für die Selbstständigkeit entschieden. Kennst du als Nullausterer etwas Roten? Ja, ich meine, das Wichtigste ist, ich sehe das ganz, ganz, ganz oft, wenn Leute wollen hier Ideen realisieren, als entsteht das für eine Idee. Ganz viele Leute tun eine Liste von Ideen und da wird oft geswitcht. Das war bei mir auch der Fall. Dann schafft ihr eine Idee, dann wird irgendwann keine Lust mehr, oder schafft ihr eine Idee und dann können die Große stehen und können wir weiter. Da seht ihr, okay, ich meine, das ist nicht. Am besten ist wirklich, bleibt ihr bei einer Idee, sonst könnt ihr nie führen, und dann ziehen das durch, auch wenn Probleme kommen, aber da seht ihr eine Lösung. Es sollen uns sich leben, ganz viele Leute werden nicht leben, ganz viele Leute werden dagegen ziehen. Ganz, ganz viele Leute werden etwas dagegen tun, obwohl sie erst nicht kennen, nicht wissen, wen der sieht, aber erst viel streng an der Wehe lehnen. Das greift ihr noch persönlich stark an, weil ihr sich da fragt, für was kriegen die Probleme gesagt. Muss ich wirklich ganz stark und sich leben, flexibel sein. Ganz, ganz wichtig, dass Flexibilität ist, um alle Environnement anzupassen. Nicht nur mengen, dass nicht das könnt, kommen Sachen aus allen Seiten. Und dann, ja, Ausdauer. So, Resistenz, Flexibilität, Durchhaltevermögen, ja. Stick to the plan, so ein bisschen. Ja. Und der Plan muss auch flexibel sein, ne? Weil wenn ich daran denke, wie mein Businessplan war, wo ich den Preis gewonnen habe, den hat so oft geändert, pivotiert, für sich schon Schiedfragen anzupassen. Und muss mit Grundidee, also wenn er immer ja, das Grundidee ist da, das Konzept ist noch immer da, die Visionen sind da, aber es muss viel Details aufpassen, Parameter aufpassen, damit das sich dann noch realisiert. Vielleicht fallen verschiedene Sachen weg, einer kommen bei, aber ja, die Grundidee ist noch immer da. Ja. Aber wie soll dann die Zukunft von deiner Firma aussehen? Die Zukunft ist hoffentlich, dass ich weiter kabaisischer und so touristische Hébergementer können alle rumfahren, dass andere Gemeinden oder Investisseuren sich entscheiden, das auch noch zu machen, beziehungsweise dass wir das machen. Wäre cool zu sehen, dass noch so touristische Hébergementer am Land rumzufahren, weil letztlich hat so viel Potenzial. Also Schengen, für Covid, in meinem Umfeld war es so, dass so gut wie keiner Müller da war zum Beispiel. Und, dann könnte Covid, Konfinement, dann muss ich irgendwie am Land selber Tourismus machen, wo ich wohne, und dann entdeckt den die Platz und da seht ihr sich, also das geht doch zu Lützburg, an die Plätze gehen doch. Dafür hoffentlich können das verbreden, die Konzepte verbreden, mehr am liebsten immer mit Leuten zusammen schaffen, mit Gemeinschaften, nicht allein etwas zu machen. Das geht. Mehr die besten Resultate von denen man immer zusammen schafft, an wenn ich daran denke, mit den Gemeinden, wo ich den engsten Jahr habe, das spiegelt sich auch in den Zahlen. Du gesagt, da kommen die besten Resultate raus. Und das ist mich schwer, mit Leuten zusammen zu schaffen. Aber wenn es klappt, dann sind die Resultate wirklich ganz flott. Das ist, der Trail geht durch das ganze Land, ja. To be continued. Ja, im Moment kann ich ja, also ich fand, wenn alle Kabaischen online ist, sind sie ja verbunden durch die 90 Kilometer Mina-Trail. Und dann vielleicht kann ich einen Trail machen durch das ganze Land. Der Luxemburg Trail, der ist dann irgendwann mit, keine Ahnung, 99 Kilometer. Das ging dann zwar viel mehr wie die 90 Kilometer. Ja. aber auf alle Fall, es soll kein Massentourismus gehen.
Das ist irgendwann wurde ihn dann auf verschiedene Plätze verschiedene Kabäischer und dann ist es gut, dann wurde ihn noch den Potenzial erreicht, weil auch ein Platz, die riesig ist, an die zum Beispiel 10 Kabäischer können akzeptieren, möchte aber keinen Sinn, 10 Wiener zu stellen. Das ist all Platz, all Regionen individuell gucken. Dafür, ja. Dass die Experience unik ist, voilà. Leute, ja. Voilà, das ist genau das. Ja. Das ist eine Form von Slow Tourism, wahrscheinlich auch ein Domain an Richtung von nachhaltigem Tourismus, wo die ganze Industrie sich hin orientieren muss auch an den nächsten Jahren. Du kennst du ja dann für allem auch heute zu Lützburg irgendwo ein bisschen eine Vierreiterrolle spielen. Ja, also ich fand, dass der beste Weg zum Mos an einem Land wie Lützburg, das so unzugehen für den Tourismus. Also wir wissen alle gut, dass man den Bereich muss modernisieren, muss ihn up to date sein. Und das ist der Weg für mich, den ich soll gehen, personalisiert, individuell, nur den Klienten gucken, nur ihre Bedürfnisse. Aber es muss aber evaluiert geschehen. Und das kann schnell dann schief laufen. Das ja, wenn ihn dann einen ganz schönen Terrain hat, mit so viel Potenzial, und dann in sich da sieht, nicht ja Kapazität für 20 Plätze zu bauen, das kann ganz schief gehen. Und dann wurde das nämlich, dann ist das Konzept, das nicht mehr respektiert, dann, ja, dann da sind wir immer in einem anderen Volley vielleicht, als der beste Camping als man oder persönlich. Und wie gesagt, doch, wo ich immer gerne mache, das ist so Projektmanagement, Beratung von so Projekten, dafür sie gerne mal dabei, für dadurch weiter auszubauen zu Lützburg. Modernisieren war da ja aber auch ein gutes Stichwort. Location vom Moment. Modernisiert gesehen ja auch ganz viel Strukturen für die 11 Kabäisischer vom Minnetrail draus zu machen, nicht überall, weil es nicht überall möglich war. Wir sind aber heute an enger, die ich will mal Graf die 100 Jahre wert tun. Ja, sind, du meinst Taus selber, wo man dran sind. Ja. Also der Band dran ist ja alles fuschneu modernisiert. Ja, voilà, das also das auch wie Teilchen zu Keltating, das sie so sind Arbeiterhäuser. Richtig, sind genau die Arbeiterhäuser von früher an ja, das EW ökologisch etwas zu renovieren und zu benutzen. Das sind die Allhäuser, die vielleicht unbenutzt, die auf den verschiedenen Mengen stehen, so können uns wenden und noch Materialien, die da stehen, an Kinapps du da möchte auch zu benutzen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon verrodet sind, Hunden, wo wir heute sind. Wir sind an der Kabäischen zu La Sauvage. Ja, wir sind bei der Wöller Frau. Und wenn ich just riet vis-à-vis, ob wir auf die Mauer gucken. Du guckst schon eine Wölfrau. Ja, die guckt hier auch. Also, das ist ein impressionant Kabäischen, weil ich meine, dass außer den Bausemauern als er nicht stehen blieben, was am Haus war. Ich meine nicht, nee. Das Haus gouf schon ein Jahr renoviert, das aber ja, gouf vieles neu benutzt, beziehungsweise gesiedet ganz viel Holz. Das ist eine Box within a Box, voilà, so das System. Genau, die Box within a Box wurde erklärt, ja. Und wie da sieht, ganz viel Holz, unbehandelt, natürlich, dann auch andere Materialien, die Rimm benutzt dürfen, und auch die Materialien, die heute bonne sind, die können die noch überall ausbauen und Rimm benutzen. Das ist den ökologisch-zirkulären Aspekt, der bei allen Kabäischen stark am Vordergrund steht. Bei den einen ist es renoviert, bei den anderen ist es neu gebaut, wir immer mit der Philosophie, ökologisch-zirkulär, Materialien, an auch Arbeitsweisen zu benutzen. Und ich meine, das Gewürre am Kunstwerk benutzt, ne, so also aus Lehm, ja, hast du gesagt. Ja, richtig Lehm. Und das ist nach modular bei, oder das, also wenn der Stadt heute nur guckt, mit den Pastellfarben, ich fand das wirklich impressionant, Also vielleicht für ein bisschen zu erklären, weil wenn ihn also so null ausstatt, seid ihn das Mann gut. Also der fand natürlich Foto noch von den Kunstwerken von der auf der Homepage vom Minette Mashup. Da könnt ihr die gucken. Aber das impressionant wird Lea Schröder, das Künstlerin, die die Tableau realisiert. Kann ich von Tableau schwätzen? Nee. Das ist schon mehr wie ein Tableau. Fresco oder so, ne? Ja. Die ganz Mauer, sie bedeckt. Die ganz Mauern, ja.
Das ist wirklich ein Kunststück an das spiegelt doch die Region weil gesagt den ja Das richtige Minute-Mashup, sorry. Das Natur an Schmalz. Sorcière la sauvage, gesagt den Natur, Tieren, gesagt den Arbeiterfamilien. Ganz schön noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so geduld ist, mit können noch so interpretieren, so den roten Rastdampf oder wie von der Schmalz, können so gesehen. Ja, ganz viel Textur, ganz schön. Ja. Also mega Meinung mir auch von den besten Kunstwerker, weil du all Kabaiischen einen artistischen Touch hast, für mich das Teil von der besten. Aber, ja. Also definitiv entdeckenswert. Ja, absolut. Das ist auch ein von der größten Kabaise schaut, kann ich schon mal, also ich gebe mal nicht ein Kabaischen nennen. Ja, Kabaus. 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 Nee, effektiv, ja, das... Also wenn den Rob geht, geht es... Ja, also es könnt den Robo an den nächsten Zimmer, also schon wenn ihn bei der Entree rackend links aus den nächsten Zimmer, ein Zimmer mit einer Toilette und Dusche, dann könnt ihr an den Aufenthaltsraum ran, da wird ihn dann noch eine Küche, wenn ihn dann Treppen rauf geht, also ihn dann am nächsten Zimmer, beziehungsweise jetzt in den zweiten Zimmer für 2 Personen, auch mit Toilette und Dusche, dann geht ihn auf die andere Seite, wird ihn dann das dritte Zimmer, und da sind 4 Betten, auch Toilette, Dusche, sind insgesamt 3 Zimmer für 7 Personen. Ja. Und kann ihn von allen Seiten empfangt Fresk Ja, bewundern. genau das wollte ich so, Marike. Ich fand flott, dass ihn, wenn ihn an der Kummer aus, dass ihn wirklich kann raufgucken und noch die Farben einfach gesagt. Ja. Ja. Also tu quasi kulturell der Liefnis, wann ihn schläft, Kultur also das wirst du sowieso sos auch nach zu la Sauvage kann so so wird mam Oldtimer treffen wer am Summer Blues Express oder auch der Poppespönchen Marionettentheater den so auch just mengen Schei zu la Sauvage für Lützeburg op mans de Mol gëtt an wenn man da schon bei denen Sache sind die in la Sauvage wësse misst dann kann die Lomo gucken Philipp was du dann so von der Sauvage wies? La Sauvage muss ich so kann ich nicht wie soll ich also für Pla Sauvage zu kommen muss ich wirklich schon express reinkommen ihr den sich nicht rein muss ich express reinkommen also dass ihr gerade wer Frankreich durch Pampa, ja, durch Pampa genau. Also wirklich von alle Seiten mit der Natur der Minute Trail das direkt unter dir an wie doch schon so kulturell Offer allgemein zu Daverding fand ich auch ganz gut eng von den besten am Land ganz viele Evenementer kulturelle Evenementer an Hai wann ich wirklich will bisschen isoliert an der Natur sehen wann der wer zu den von der Grad direkt neben drohen ja das von den nächsten Land Natur go isoliert will sehen slow noch Leute hier, so 400 Leute ja. Die so über den Dom ja. Ja, weil hier, also mir war vier drin Hannen aus an der Gart, dann zwitschern viele da. Ja. Ich kann mir vorstellen, war gut für das, kannst du hier gut entspannen. Das ist ein von den Plätzen, wenn ihn dann die Fensterin oder die abmischt, dann her die Natur, viele Schar. Und dann anscheinend allgemein, dass dadurch wird so attraktiv und all die Kabaischars, all Kabaischen als Ernst bietet auch ganz andere Sachen an. Ja, ist auch immens viel geschieht. Also der Numm selber seht auch schon. Lori, Jenny, könnt ihr uns erzählen von... Wir halten das für den Nove, das ist am Quiz. Ja, das ist am Quiz. Ja, die Geschichte von der... Ich habe das Gefühl, dass das ein Quiz frei ist, wo man einen richtigen Antwort drauf kriegen, ne? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Ich meine, der Philipp weiß das. Tschüss. Vielleicht weißt du, Philipp, auch da den oder andere zur Industriegeschichte von der Sauvage. Aber dann ist es Zeit für Eisen. Did you know? Did you know? Weil nicht nur die Region immer mit der Industriegeschichte, also mit der Industriegeschichte verbunden, aber hier ist es ganz interessant, weil sich während dem Zweiten Weltkrieg haben sich hier eine Gruppe, wie sie nennt, Refraktären, also der Tisch, die sich der Zwangsrekrutierung entzünden haben sich hier an der Mine Hunsbüsch verstopft. Okay. Und das war nicht nur ein paar, aber das waren bald über 100
Männer die sich da verstoppt haben. Und während einer ziemlich langer Zeit an die sich eben der Wehrpflicht die Nazien angefordert hatten anzuhören. Und sie haben sich dann da verstoppt, dann haben sich da so eine Organisation in sich für da können eben auch durchzuhalten, weil das war wahrscheinlich auch keine einfache Zeit mehr. Voilà, das ist dann so ein bisschen anderen historischen Fakt an. Wenn ich darüber ein bisschen mehr nach will gehen, als natürlich den Aspekt Museologik, den auch ein bisschen mehr darüber erzählt, und auch über die Geschichte von la Sauvage generell. Du findest an dem Museum noch eine große Kollektion von Fossilien, die von einem Däferdinger Miner gesammelt wurden an seiner aktiver Zeit als Miner. Und hat die vier seinen Tod schon der Gemeinde Däferding vermerkt, an die ist auch ausgestellt. An dem Museum ist sonntags mittags von 2 bis 6 Uhr. Lori, da kommen wir mal zurück bei den Industriesachen, oder? Ja. Entschuldigung, ich war aufgedriftet mit den Fossilien, ja. Mit den Fossilien. Ja, also, wir waren genug aufgedriftet, Lorem zurück in der Industrie. Ja, wo man schon von Industrie, also meistens von der Industrie denkt ihr wahrscheinlich auch so an Däferding, Schöffling und so. Aber aufgepasst, La Sauvage hat auch einen Schmalz. Anscheinend war sogar ein von denen echten Schmalzen hier am Land. Die haben ja nur ein bisschen, sie war halt klang, wie La Sauvage aus. Sie hatte noch ein Heisch. Ja, ich hatte doch gelesen. Ja. Und das ist aber dann mit der Zeit die noch mehr groß gehen und da war der Teil nicht mehr so rentabel. Und sie hat, also La Sauvage hat ja auch eine Salle de Pendu. Ich weiß nicht, ob die meisten wissen, was das ist. Aber das ist so, wo da jetzt an die Minen gegangen sind, haben sie hier Properkleider sich abgehangen, hier Schaftkleider aufgetan und dann hungen die Öwen um Plafond, sie haben sie meistens Öwen auf den Plafond gehangen, für das auch kein Mais oder so konnten drücken und auch für sie zu drüschen oft, weil mal nass gehen oder so. So, Marike, meinst du, Jenny, gib mal einen Gürtel, wenn ich so ein Salle de Pendu hatte, wir schon am Podcast. Ma ja, das gerade. Das wollte ich als nächstes sagen. Da das, also, wenn das noch nicht gelauscht hat, wir hatten einen Podcast mit Sven Fielitz, einem, wie nennt es das, Fußball-Freestyler. Freestyler. Und den hat man mal dann Salle de Pendu am aller Grund. Das heißt, hier ist nämlich so rein, also hier die wird mehr genutzt für Ausstellungen, die am aller Grund als echter Museum. Und nur ein Frage an dich, Philipp, du hast es viel schon nur gedeiht. Hast du Familienmembern, die ein Kehr auf der Schmalz oder an den Minen geschafft haben, oder hast du das irgendwie Thema gewesen bei euch in der Familie? Also ich hatte direkt keine Familie, die da geschafft hat, schon auch Kollegen, die die 4 Fahren da geschafft haben, das Jahr. Das gehört zu der Geschichte von Lützburg, vor allem heute Süden, darüber schwätzen sie immer, wie gesagt, weil auch Kollegen hier 4 Fahren geschafft haben an den Minen. Dann ist das ein großes Thema. Genau, ja. Und ein anderes großes Thema an den Minen wird Bärbel, ne? Ja, also ich wollte davon noch über die Minias. Ja, genau das wollte ich noch sagen. Ja, also von denen, die nicht wissen mehr, kann ich noch mit der Minias-Bun ran an Minen fahren. Die haben noch ein Bärbel durchstehen. Ja, die haben auch ein Bärbel durchstehen. Und Jenny und ich sind auch schon ein Kamott gefahren. Ja, das war ganz flott. Ja, also Minias-Bun ist auch ein Partner von uns, vom CNCI. Und ich wollte mir dich mal fragen, Philipp, bist du schon mit der Minias-Bun mitgefahren? Nein, noch nicht. Gebe ich auch gerne probieren, ja, also für allem, wenn es die Leute von der Minias-Bun besser kennen oder so, das ist immer ganz amüsant. Und du kriegst nur noch einen Drip. Ah, das ist cool, ja. Ja, Galeriewasser genannt. Ach so, okay. Ja. Das ist auch ein ganz flotten Aspekt, dass ihn immer neue Leute kennenlernt von der Region. Und dass noch Martinen so familiär Lehren aufbaut. Ja, dadurch, dass ich schon in 11 Gemeinden im Süden habe, gesehen ich direkt, wie ich die Lehren aufbaue, mit den verschiedenen Leuten, wie in ihnen kann helfen,
wie ich auch Sachen von ihnen lehren an da so flotten Aspekt an Schmengen an die nächste Jahr wird wahrscheinlich viel mich stark ausbauen. Also eine gute Nachbarschaft. Das ist wirklich ein ganz flotten Aspekt. Vielleicht hat es so als Mini-Spinner mehr, meine ich, fuhren sie, ja? Ab mehr bis Ende September als die Saison, der Tisch, ja. Ja, die geht dann an ein PD-Schloss. Genau, ja, geschwind, ja. Zurück zu der Industrie. Also nehmen wir ja schon bei der Industrie. Die Industrie bei den Frauen an der nee. Ja, nee, also ich meine Bärbel Hummer ein bisschen ugeschwert. Die fehlt mir halt an dem Kunstwerk, muss ich ganz ehrlich sagen. Bärbel vermissen ich halt ein bisschen. Die ist nicht aufgebildet, auch nicht auf dem Fresk mit den Mineren. Aber dafür... Vielleicht zu gruselig, Jan. Nee? Das möglich. Aber dafür hat den, ob man die desakralisiert Kirche, halt zu lassen, die der Bärbel geweiht war, an die Entreteile auch im DAX ob als für kulturelle Evenementen an Manifestationen, die die Gemeinde organisiert. Die seid super schön, also auch ganz frisch, also ganz, also alle Aderweise frisch gemacht. Sie wird für ganz viel kulturelle Manifestationen genutzt und sie wird auch nachher mal genutzt am Kader von der Bärbelefeier. Ja. Die ist ja am Kehldal als ganz groß, den erste Sonden am Dezember, also die Sonde rund um Bärbelen der. Mehr aber auch heute dazu wäre, also da wird die gucken zu kommen, du geht nämlich wirklich, gehen die Leute nur nach Matt an Mini herangeholt, so wie sie da doch zu Rümmeling machen, für dann da bei der Bärbel richtig zu feiern. Also das ist wirklich... Just vielleicht auch für die Nullausterer, wen als Bärbel, ja, das ist am Anfang die Schutzpatronin von den Mineren. Just für ein bisschen zu erklären. Und auch den... Pompieren, merci. Ja, stimmt, ja. An Geschichte ist wirklich ziemlich gruselig, fand ich, den Bärbel seine Geschichte. Killt ich denke. Der Bärbel, also Teil. ja, das so geht eben an den Dealer von Minadanisch genannt. Das ist aber auch schon erstaunlich. So klang an aber Unterschiede. Quirky Question. Da kommen wir bei Quirky Question. Okay. Philipp, was brät? Ja, sie presst ja nicht auf der Stand, was ich kann. Quirky Question ist du darfst du spontan sein. Okay, mal gucken. Okay, mir hat ja viel von Entrepreneurship geschwärzt und du bist ja auch selber Entrepreneur. Maja, mein froh aus, wenn du mit einem bekannten Entrepreneur kennst, ein paar trinken gehen, mit wem wäre das auf ihr Wert? Sie so froh und stellen wir die nicht, obwohl das so, ja, froh sind, die sich mies aber stellen. Oder wen hast du Inspiration, so mal so? Ich will Inspiration von ganz vielen Leuten, das ist egal ob Sportler, Schauspieler, Entrepreneuren, auch Leute, die ich am Alltag gesehen und das spiegelt sich genau da drin, wie auch mein Parcours von aller Experience, will ich mal das Beste machen. Und ich will immer verschiedene Leute Einzelsachen raus. Vielleicht oder eine bekannte Person oder so, oder wie du so, ein Sportler, ja, den ich inspiriere. Für so ein Afterwork. Ja. Den ich so immer, oder immer, wenn du siehst, wenn ich den gesehen an einem Interview, dann sind ich voll motiviert, oder irgendwie so. Oder wisst ihr, den gebe ich gerne an Kapazität. Weil wir gerade an einem Podcast sind, und ich immer im E-Podcast lauschen und ich mal gerade viel gestaltet, wie cool es auch wäre von ihm bei Team Matz meiner Podcast und das ist den Joe Rogan. Ja. Als mal spontan in den Kopf kommen, ich gucke ganz viele Podcasts von ihm, weil nicht immer alle möglichen Leute von allen Bereichen dabei an denen so hin lehrt dann immer mit denen, die gerade für ihm stehen, von ein bisschen das Beispiel raus. An den hast mal spontan in den Kopf kommen, dafür bin ich mal geduld, für coole Gespräche mit ihm zu haben. An den auch schwer. Ich kann nicht schlafen kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Joe, you're invited. Just für den Fall, dass du nicht mitkriegst. Ja. Und dann kommen die Frauen, die du da vielleicht nicht weißt. Also, schon mir schon lange für eine Antwort gebraucht. It's quiz time. Philipp, Ja. an Schifferin. Mintrail sind Zielstationen installiert, die Wanderer automatisch erfassen. Eng davon steht am Allergrund. Und wir wollten lo von dir, der wissen, wie viele Leute am letzten Jahr, also 2022, am Allergrund über den Mintrail gegangen sind. Ich gebe da 3 Optionen. Okay. Es waren nicht da
8.523, 155.874 oder 297.103. Das definitiv nicht. Ich gebe C so. Also die Zahl, die ist einfach nicht ganz so. Du hast aber das wirklich gut gemacht mit den Zölle, muss ich Die sagen. größten 12, ja. Die Wie viel war das? 297.000. Nee, ich will aber B. B, Ja, 155.000. 155.000, ja. Das sind 100 Punkte. Ouais. Also nee, 155.000. Also aber trotzdem impressionant, dass dem Minetrail so gut ugeholget an dem ersten Jahr. Du kannst ja recht hinter dem letzten Jahr am Anfang gehen, dass das direkt so viel Leid davon profitiert tun. Ja, mir ich fand, weil ich wusste, es war ein enorm großes Ziel, weil du immer immer an dem Aspekt wirklich, so viele Leute kommen da hin, wirklich, das geht doch noch zu Lützburg. Hier ist auch eine Station, die auch, obwohl die viele Leute Thailand strippeln, irgendwo. An die Zöl auch gesagt, ich kann die Zöl nicht mehr, ich weiß, dass die rundherum. Also wir hatten die Zölle bei Visit Minute nur gefreut und da kurz mal gesagt, hey, der Konter ob der Zowasch, das wären so 28.000 Leute. Okay. Und du sagst ja für drunter auf Plazowasch, können die für Plazowasch zu kommen. Ja. Und also sind, ob man 28.000 Leute auf Plazowasch kommen, für ihn zu kommen. Ja. Und lo kennt man eigentlich die froh, Marike, stellst du dir auch Ja, der das Philipp, ist der Philipp weiß. super, super spannend. Froh. Wese. Meistens ist das dann genau der, wo ich nicht weiß. Philipp, woher könnt der Num La Sauvage? Aber das ist Sorcière-Text, die hier zu La Sauvage geliefert wird. Ja, ich gebe so ein Kind von einer Sorcière, die La Sauvage geht. Wenn da mehr hier, mit La Sauvage war die bekannt. Das waren mehr Hexen, ne? Ja. Du, Philipp, weiß mehr wie mir. Das ist neue Info. Aber wenn ich, Ja, neue Info. wenn ich könnte den Laptop an den Auto sicher gehen, dann hätte ich die auch könnte nennen. Ich kann es nicht mehr auswendig, die am Laptop am Auto mit Zimmern hier, die gehen noch hin benannt an La Sauvage, als dann die bekannt. Ja. Das ist cool, auch die, die okay. du handeln unter dem Stehen vis-à-vis von der Kirche lernt. Ja. Also La Femme Sauvage. Und La Femme Legend, ja, ist auch gruselig in dem Sinn, dass die Frau so beschrieben ist, dass sie kein Kleider und hat, also just hier lang Haar und ganz lang Krallen und am Anfang Menschen Giers hat. Ugekraft An hat. hier Beute zerrass huet Mattieren anscheinend hat ze 2 Reihen Zahn. Ja, die seid dann noch. Ja, die gesehen dann noch vis-à-vis von uns auf den Fresken. Der Tisch, ja, du hast auch das ist eine kleine Hommage. Sie Mehr, aber auch kannerfreundlich. auch kannerfreundlich, ja, das ist nicht. das ist nicht immens Ja, also das ist gruselig. wirklich so perfekt gemacht, dass es gesagt ist, dass es ein sozialer Also, Hex ja. ist. Mit Mir ist sehr- aber noch kannerfreundlich. Gesäit bisssen aus wie wann doch so an de Bärm Ja. so geht an die Natur iwwer. Vielleicht noch eng froh, die ich noch hat, Philipp, so für dich als jungen Entrepreneur, die lo ball all die 11 Schitten abhört. Wie schwierig wäre es, umzukommen mit dem Business? An rullten Dingen Erwartungen noch? Spürst du, dass mehr Potenzial für Tourismus am Süden ist, wie Leute das am Vierfeld gedacht hatten? Ja, definitiv. Also für die echt froh zu beantworten, wie schwierig war es, das ist schwer wieder zu erfassen, weil es war extrem schwierig. Ja, und das Lohn noch mehr, us war ja geplant, dass die sie auf 15 Schitten auf 11 Gemengen, weil verschiedener wie zu Biergem sind sie oder 3 auf der Platz, die müssen ja zusammen lanciert gehen. Und schlussendlich also durch Covid, durch heute, Sto ja nicht so zu kommen, und dann ist ja ein oder andere kommen. Und das war eigentlich von der besten Sache, die konnte geschehen. Ich wollte gerade sagen, ich Ja. fand das gerade gut, weil Ja. das ist so ein bisschen spannend, weil Ja, da ja. gesagt Voilà. so, ja, da kannst du so teasern. Ja, auch. ja, genau. Also auf verschiedene Aspekte ist das perfekt, weil erstens, ja, vom Marketing-Point of view Ja. kommt immer etwas Neues raus Genau. und lebt immer etwas und kann ja immer etwas Neues entdecken. Auf der anderen Seite auch von den Operationen hier, vom Funktionament, von der Entreprise, von der Startup, kann man sich immer dann adaptieren, mit den Fehlern lernen, die Fehler dann evitieren. Das hat ganz viel geholfen, auch für den Personal. Weil wir bauen immer aus, wir sind neue Leute, die beikommen und das kann ich so los ugehen
los geht ziemlich schnell für voilà, geht immer ein bisschen Zeit wie es können den nächsten Challenge zu adaptieren an mit war extrem schwer an das auch lo nach schwer mir das eine gute Herausforderung die ich gerne ugin an de Stress den noch do hast an Pression die do hast die als positiv weil das positive Stress die positiv Probleme zu lesen das so nicht negatives dabei kann ich so net war ein perfekte Start also ich kann nicht beschreiben wie perfekte Start an ge seid ihr noch unter dem Mond an Fi allem wat lo fir de Summer kënnt ich gesinn Jo schon und den Reservationen fir d Vakanze fir de Summer also den deizech ganz bisun Ja das empfang auch den echte Sommer lo wo am Anfang real du vun der profitiere Ja, kennst die 90 Kilometer an Etappen zu go Ja. op verschiedene Plätzen zu schlufen och dat pechten der ganze Sache ass dann de Feedback können zerfasse vun de Leiit dat gedengem nach viel mi Kraft wann en der gesäit mech die ganz abecht an zum Schluss kennt de kleine Feedback an den ass dann zu 95% immer extrem positiv dat gedengem noch mi Kraft dat konfirméiert engem seg abecht seg Visionen wéi noch schaffen weil ich fan mir schaffen aber ganz anisch wie an Hotelen oder Campingen mir eng ganz aner filmmi familiär ugehensweis of von der Disponibilität hier von der Flexibilität wat man de Leute ubieden sie so gut wie 24 disponibel gehen op individuelle Bedürfnisse an dat kann extrem gut bei der Leute fand dat mir den noch ganz stark. Ich hätte auch noch ein Feedback dat war mal an eng oder 2 vun der Jiten vielmals Merci fir de Mol am Numm vun der ganzer Manager-Equipe dats man mat der den Mintrail des Stu op senger ganzer Längt entdecke können mat sengen 11 Kabaisecher dats man alkes ha empfange gi fir alle Episode opzuhellen an dat war wann eng oder 2 vun der Kabaisecher wo man bis well waren opgefallen. Et viele Mantelbriert fir Mantel aber zu Biergem hat definitiv an schmengen me sinn net perfekt an sinn immer Sachen ze verbessern an neu zu adaptieren an all Feedback as fir mech ganz wichtig wie den noch dofir Merci fir de Feedback dat so schon benutzen kann fir ja, zu verbessern an dat sind dann Sachen dat sind eben genau die Sachen da sind dann wann den nächste Schied opgeht oder wann eng nächst Gemeng en nächste Schied will machen da kenne ich schon mat all den Erfahrungen an da we sie genau wie Leute wat ze machen wat hier Reflexer sind dat denkt und Mantel gelieft schon noch lo ja mat enger anderer Gemeng net aus dem Süden ja auch so ein wie soll ich so ein Agreement so ein ja wir sind mir festgehalten dass ich die kann ich dann noch überholen an dann haben wir zusammen geguckt weil die kann machen weil die wo ich sich kann verbessern und du konntest schon von der Erfahrung schon profitieren die schon in den letzten 2 Jahren konnte sammeln du gesagt in ja der Tele einem ganz viel. Also wo die ass dat fand er dann irgendwo demnächst enke op simpleview.com raus ganz demnächst auch ja. An dann so mehr der Fimus Merci dass du der Zeit geholles auch eise Gercht zu sinn vielleicht just enke kurz ja simpleview.com hatte man gesot an Eis fan den natürlich auch online überall. Hashtag Minat Mashup an ja Minat Mashup op Instagram. Ich wollte nach allerletzten Apps kleines soen mir nämlich eng Person die weiter op Singeries geht Glory das ist der letzte Podcast ja leider schon ich werde war laus drin ja du wärst als durch London weiter verbreden ja ich ging plänerem Träger London für einen Challenge und ja ich werde leider nicht mit dabei sein am Minat Mashup Team mir aber am Herzen schon wir wünschen dir alles London. merci komm ja, vielmals merci Merci. goodbye Adi.